Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zu Q&A an Christoph Freund, unser Sportdirektor. Und da würde ich sagen, da wir ja dieses Wochenende kein Fußball hatten, gehen wir halt in so einer Chose rein. Bin gespannt, was er zu erzählen hat. Es macht einfach riesengroßen Spaß, mit jungen Fußballern zusammenzuarbeiten. Ich spiele nicht Fußballmanager, wir spielen Fußballmanager eigentlich im Real Life. Wir sind in vielen Gesprächen derzeit, ich kann aber noch nichts Konkretes sagen. Ja, servus liebe Bayern-Fans, vielen Dank für eure Fragen und ich bin schon sehr gespannt, was mir erwartet. Packen wir's an. Packen wir's an! Frage von Jan. Ist Ihnen die Jugendarbeit beim FC Bayern eine Herzensangelegenheit? Ja, absolut ist die Jugendarbeit grundsätzlich eine Herzensangelegenheit. Ich schaue sehr, sehr gerne jungen Fußballer beim Fußballspielen zu. Ich liebe es, mit jungen Menschen, mit jungen Fußballern Zeit zu verbringen, wenn man sieht, wie sie sich entwickeln, wie was vorangeht, wenn man Karrierepläne schmiedet. Ich glaube, das ist einfach das Schönste, Jugendmannschaften zuzusehen. Da gibt es noch nicht so einen Druck, die haben einfach Spaß am Fußball und darum ist das noch sehr, sehr schön, auch mit den Burschen dann über ihre Ziele zu sprechen, über Pläne zu sprechen, auch mit den Eltern. Und es macht einfach Spaß, junge Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Ja, da müssen wir so noch umgesetzt kriegen bei uns, die dann auch mal in den Profikader zu bekommen. Im Profikader sind sie ja, aber mal an die erste Elf heranzuführen, das wird halt so seine große Aufgabe bei uns sein, ne? Dass wir genug Talente haben wir ja jetzt in den letzten Wochen gesehen. U17 Weltmeister und Europameister geworden, da waren auch 4 Bayern-Spieler dabei. Also es ist ja nicht so, dass keine Talente am Campus entwickelt werden. Auch die ganzen Spieler, die wir noch verliehen haben oder die auch gewechselt sind mit Rückkaufoptionen und so weiter. Auch da waren talentierte Spieler dabei, aber ja, es ist natürlich nicht so einfach beim FC Bayern irgendwie Jugendspieler einzubauen. Ne? Da muss man schon eine gewisse Art von Mensch sein, um halt ja den Etablierten auch klar zu machen, dass man da auch mal einen jungen Spieler bevorzugt. Ne? Das ist natürlich, ja, stellt natürlich dann auch immer so diese Teamchemie und so in Frage, vielleicht so ein bisschen, ja, mal abwarten, wie das die kommenden Jahre wird. Ich bin sehr gespannt mit dem Tuchel zusammen, der für mich nicht den Eindruck macht, als wenn er da gerade der große Förderer ist, was Jugendspieler anbelangt. Aber mal abwarten, ich bin sehr gespannt. Frage von Goldmaschine 4590. Was ist dein österreichisches Lieblingsessen? Ja, ist gar nicht so einfach. Es gibt viele gute Speisen in Österreich. Österreich Kaiser schon mal an. Ist ja bekannt für sehr, sehr gute Küche. Ich mag sehr, sehr gerne süße Nachspeisen, wie Schwarzbeernocken, Marillenknödel. Aber auch ein gutes Wiener Schnitzel ist sehr, sehr gut. In Österreich kann man sehr, sehr gut essen gehen und das tue ich ja sehr, sehr gerne. Frage von Julian W. Wer war als Kind dein Idol? Ja, da hat es eigentlich 2 Idole gegeben. Das eine war mal der Diego Maradona. Diego Armando Maradona. El Maschine. Außergewöhnlicher Fußballer. Bis Guido Buchwald kam. Kennt ihr sicher alle noch sehr, sehr gut. War absolute Legende zu meiner Kindheit. Und ich war ein großer FC Tirol-Fan damals. Da hat der Hansi Müller gespielt. Mit der Nummer 10, ein sehr, sehr guter Fußballer aus Deutschland, was den kennen wir alle, ja. österreichischen Fußball sehr geprägt hat. Das waren eigentlich meine 2 Idole beim Fußball, wie ich noch junger Bursch war. Frage von Fußballfan. Wer sind Ihre persönlichen 3 All-Time-Legenden, die für den FC Bayern München gespielt haben? Ja, das ist halt super schwer, ne? Meine 3 All-Star-Legenden, die beim FC Bayern gespielt haben, ist super schwer. Ja, du könntest natürlich Franz Beckenbauer, Müller und Müllersen oder Müller und Sepp Maier oder, da gibt es halt unzählige, ja. Auch Auge und sowas finde ich auch eine Legende bei uns. Auch wenn du jetzt in die kürzere Vergangenheit blickst, gibt es auch ganz, ganz viele. Wir haben das schon mal im Stream aufgegriffen. Ich könnte keine Top 3 sagen. Ich würde auch einen Lothar da irgendwo mit reinnehmen und so weiter. Also da wirklich eine Top 3 rauszunehmen, boah, sau schwer. Ne? Ja, Gerd Müller auf jeden Fall vorne dabei. Gar keine Frage.
Aber auch Uli Hoeneß, nicht nur als Fußballer halt oder weniger als Fußballer, viel mehr halt als der Macher. Super schwer, könnte ich nicht. Das würden locker 30 plus Spieler werden bei mir. Gar nicht so einfach. Es hat ja extrem viele herausragende Spieler gegeben bei Bayern München. Aber für mich die 3 Oldtime-Legenden: Franz Beckenbauer, Gerd Müller und als Österreicher der David Alaba. Ich glaube, alle diese 3 Spieler. Ja, Gerd Müller und Franz Beckenbauer kommst du halt eigentlich nicht drum herum, so, ne? Aber es gibt so viel mehr aus jeder geprägten Ära, sag ich mal, Mannschaften, die eine Ära geprägt haben, wie die 70er. Dann die 2013er Generation, die 90er waren auch ein paar dabei, also das ist echt super schwer. Und den FC Bayern München auch sehr geprägt, aber man könnte sehr, sehr viele aufzählen. Ja. Aber diese 3 sind mir jetzt als erstes eingefallen. Öffentlich liest man. Gut, Franz Beckenbauer und Gerd Müller fällt immer als erstes ein, ne? Da sieht man auch schon den Stellenwert. Wo Thomas Müller da schon jetzt auch so in die Riege geht. Seht ihr die Hälfte nur hier? Ja. Man oft von ihrem guten Verhältnis zu Thomas Tuchel. Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus? Sprecht ihr täglich? Ja, wir sprechen eigentlich täglich, der Thomas und ich. Und es macht wirklich großen Spaß, mit Thomas sich auszutauschen, mit ihm über Fußball zu diskutieren, aber auch über andere Sachen im Leben zu sprechen. Und ja, er ist ein richtig guter Trainer, aber auch ein richtig guter Mensch, mit dem er gern Zeit verbringt. Und wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und es ist auch sehr. Das ist auch super wichtig, ne? Das Sportdirektor und Trainer muss einfach eine Einheit sein. Ja, auch wenn der Sportdirektor da irgendwo vorgesetzt ist, aber trotzdem muss das muss eine Einheit sein. Auf jeden Fall nach außen hin. Wenn es nach innen auch noch so ist, umso besser. Aber ja, das muss auch so sein. Sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder gut austauschen und ja, einen guten Draht zueinander gefunden haben. Frage von Philipp22. Wer ist in Ihren Augen der beste Spieler, den Sie bis jetzt begleitet haben? Schwierige Frage. Es gibt viele Spieler, die begleiten durfte schon und die eine richtig gute Karriere gemacht haben. Vielleicht der spektakulärste Spieler ist der Erling Haaland, der ja sehr jung zu uns damals nach Salzburg gekommen ist. Aber auch ein Naby Keita, Sadio Mané, Dayot Upamecano, die wir sehr jung nach Salzburg geholt haben, haben sich extrem entwickelt. Mir persönlich taugen auch immer wieder Spieler, die ich sehr, sehr lange kenne, wie unser Spieler hier, der Conny Leimer, der bei uns damals in Salzburg in der Akademie schon gespielt hat, als sehr junger Bursche. Aber ich könnte viele Spieler aufzählen, aber es macht einfach riesengroßen Spaß, immer wieder mit jungen Leuten, mit jungen Fußballern, mit Fußballern generell. Ja, er ist der perfekte Mann für diesen Bereich, ne? Ja, nochmal die Frage ist, inwieweit wir das Ganze bei uns umsetzen werden. Ich bin sehr gespannt. Zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln und gemeinsam mit ihnen Erfolge zu feiern. Wie sehr bist du mit dem Campus in Verbindung? Was sind dort deine Pläne? Der FC Bayern München verfügt über einen richtig guten Campus, viele gute Mitarbeiter dort. Es ist eine sehr, sehr gute Energie am Campus, im Campus. Ich will einfach die Verzahnung und den Austausch zwischen der Sebener Straße und den Verantwortlichen am Campus nur ein bisschen vertiefen und intensiver gestalten. Es ist einfach wichtig für die Zukunft, dass wir einen guten Austausch haben, dass wir viele junge Spieler entdecken und diese Talente dann auch richtig gut fördern und fordern und mit ihnen gut arbeiten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir in Zukunft viele Spieler, die wir an den Campus holen, auch zu richtig guten Profis und im Best Case auch zu FC Bayern-Spielern entwickeln können. Frage von Eberham 5. Welche Rolle spielt der Charakter bei der Analyse eines Spielers durch das Scouting-Team? Wird mir sehr eine große Rolle spielen. Ja, der Charakter von einem Fußballspieler ist für mich sehr, sehr wichtig und auch für unser Scouting-Team. Es gibt ja viele Talente, die Fußball spielen, aber für mich ist die Mentalität und der Charakter ganz, ganz eine wichtige Eigenschaft, wo es dann hingeht in der Karriere von einem Fußballspieler. Und darum ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir viel über die Mentalität oder über den Charakter herausfinden, bevor wir einen Spieler verpflichten, weil das ganz, ganz eine wichtige Eigenschaft ist, wo es dann hingeht in seiner Karriere. Und wie schon gesagt, richtig charakterstarke, willensstarke Spieler machen meistens ihren Weg und sind auch für ihre Mannschaft sehr, sehr wichtig. Nutzen Sie auch Social-Media-Plattformen, um auf Spieler aufmerksam zu werden? Ich nütze das nicht, ich bin dort auch nicht vertreten. Ja, wenn das schlau ist das auch besser so. Sind wir ganz ehrlich, also ja, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, aber es wäre ein Thema für ein extra Video, das abseits mit dem Fußball nichts zu tun hat. Social Media ist Schmutz. Punkt.
Ja, Social Media hat für einen ganz kleinen Kern von Menschen was Positives, aber ansonsten, da kommt halt der ganze Abschaum der Menschheit raus aus den Leuten und ja, am Ende des Tages ist Social Media vor allem für junge Menschen und Menschen, die damit nicht umgehen können, ganz, ganz großer Schmutz. Aber natürlich unser Scouting-Team nutzt Social Media Plattformen auch, um Informationen zu generieren oder zu bekommen, wie sich ein Spieler verhält, auch außerhalb des Fußballplatzes. Aber grundsätzlich, dass wir auf Spieler aufmerksam werden, das passiert nicht über Social Media Plattformen. Frage von Noah: Wie entscheidet ihr beim FC Bayern über Transfers und welche Rolle spielst du dabei? Ja, das ist natürlich ein Prozess, bevor wir einen Spieler verpflichten. Erstmal ist wichtig, welchen Spielertyp suchen wir, welche Rolle soll der Spieler im Team einnehmen, welche Position suchen wir. Und dann gibt es viele Diskussionen, zuerst mit unseren Scouts, welche Möglichkeiten haben wir am Markt, welche Spieler könnten interessant sein. Dann gibt es Gespräche mit dem Trainerteam, welchen Charakter. Hätte wenigstens aber mal, also entweder hätte die Couch eine andere Farbe haben müssen oder wenigstens so Hose und Pulli nicht in schwarz, war. Das ist schon so eine rote Couch mit weißen Längsstreifen, vielleicht hätte ich gefühlt in der Rückenlehne. Da wollen wir zu uns holen. Und man macht sich so ein gesamtes Bild und dann kommt es auch ein bisschen noch auf das Bauchgefühl an, wie man sich dann entscheidet und ob das Spiel auch wirklich umsetzbar ist und wirklich eine Möglichkeit besteht, den Spieler auch zum FC Bayern München zu holen. Frage. Ja gut, die Frage hat er jetzt nicht wirklich beantwortet, aber die Frage war ja, was er für eine Aufgabe hat oder welchen Einfluss er hat und wie das so abläuft. Jetzt hat er nur gesagt, ja, es ist ein Prozess und bla bla bla. Aber jetzt nicht wirklich darauf eingegangen, wer das am Ende des Tages entscheidet, welches Gremium oder welcher Rat oder sonst irgendwas. Bisschen schade. Von Roman Enzinger. Haben Sie einfach ein gutes Auge für ein Talent oder steckt da viel mehr dahinter? Ich habe immer ein gutes Team rund um mich herum gehabt, wenn wir Spieler entdeckt haben, wenn wir Spieler zum Verein geholt haben. Für mich ist immer der Austausch wichtig, dass man viele Informationen bekommt und sich ein Gesamtbild macht von dem Spieler. Und wie schon gesagt, es ist dann auch immer wieder ein Bauchgefühl, ob der Spieler zu dem Trainer, zum Team, zum Verein passt. Und im Endeffekt, ein gutes Auge ist natürlich nicht schlecht im Fußball, aber das Gefühl für das Gesamtpaket vom Spieler ist für mich ganz ein entscheidender Faktor, ob man dann einen Transfer tätigt oder nicht. Wie verfolgen Sie junge Talente, die sich aktuell in einer Leihe befinden? Ja, wenn wir einen Spieler verleihen, ist es eigentlich für ihn der nächste Ausbildungsschritt und ist eine wichtige Phase in seiner Karriere. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Spieler Woche für Woche verfolgen. Wir bekommen von jedem Spieler auch immer einen Bericht, wie lange hat er gespielt, wie hat er gespielt. Es werden auch immer wieder Szenen geschnitten. Wir haben jetzt auch einen Leihbeauftragten mit Richard Kitzbühler, der ein kleines Team bei uns hinter sich hat und die immer wieder in Kontakt stehen mit den Spielern, auch vor Ort hinfahren oder hinfliegen, sich mit den Spielern austauschen. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor, dass man mit den Jungs in Kontakt bleibt, dass man sie verfolgt und jede Woche einfach darauf schaut, wie sie sich entwickeln und im Austausch bleibt. Ja, das denke ich auch, dass das super wichtig ist. Ne? Wir haben in der Vergangenheit auch schon gehört, dass das bei dem einen oder anderen nicht so der Fall war. Ich denke mal, das wird auch ein Way to go sein in der Zukunft, ne? Weil unsere zweite Mannschaft spielt leider in der 4. Liga. Wir haben selbst 3. Liga. Ja, weiß ich nicht. Es ist schon gut, wenn man irgendwie in der 2. Liga kickt oder irgendwo im Ausland oder sowas. Aber natürlich müssen die in der Tat da natürlich auch die Qualität haben, um da dann auch die Spielzeit zu bekommen und dann sich weiterzuentwickeln. Und ich denke auch, dass es super wichtig ist, als Verein, der den Spieler verleiht, mit dem Spieler einfach in Kontakt zu bleiben, sodass der Spieler halt auch merkt, jo, der FC Bayern ist mein Verein und ist daran interessiert, dass ich mich entwickle und dass ich dann da auch Chancen dann habe. Als wenn man den Spieler einfach ausleiht und da keinerlei Kontakt ist oder so, ne? Ist ja nicht the way to go, den man gerne haben möchte. Von daher denke ich auch, dass es super wichtig ist. Spielst du Fußballmanager, um das echte Managerleben mit Daten und Statistiken zu unterstützen? Ich spiele nicht Fußballmanager, wir spielen Fußballmanager eigentlich im Real Life.
Ich glaube, das ist ja ganz ein richtig cooles Spiel. Auch meine Jungs spielen es zu Hause und so bekommt man das ein bisschen mit. Aber ich habe ansonsten genug zu tun, um im Fußball viele Fakten und Daten einzusammeln und die zu verorten. Keine Zeit, doch virtuell noch irgendwas zu managen, Alter, wenn er wieder Fußballmanager ist. Also wilde Frage. Also bei mir spielt sich das vieles im realen Leben ab. Gibt es da ab und zu mal einen Tipp von deinen Jungs? Ja, natürlich. Man diskutiert immer wieder mal zu Hause und so über Spiele, die sind auch ganz tief in Themen drinnen und da wird schon immer wieder mal diskutiert. Ja. Mit Richard Kitzbücher und René Maric sind zwei enge Vertraute von dir am FC Bayern Campus. Was erwartest du dir von ihnen? An Richard und an René kenne ich auch schon sehr, sehr lange, habe ein enges Vertrauensverhältnis. Beide sind erstens einmal sehr, sehr gute Menschen, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man mit jungen Fußballern zusammenarbeitet und haben sehr viel fachliches Know-how und sind fleißig. Ich erwarte mir einfach, dass wir viele Gespräche führen, viele Diskussionen führen, gemeinsam mit Jochen Sauer und auch mit Halin Altildop, viele junge Spieler einfach an ihr höchstes Level entwickeln können und dass wir möglichst viele Spieler auch für den FC Bayern München entwickeln. Und da ist wichtig, dass wir viele gute Mitarbeiter haben, ein gutes Vertrauensverhältnis und einfach die richtigen Leute an den Jungs dran haben. Und bin überzeugt, dass wir da jetzt ein sehr, sehr gutes Team aufgestellt haben. Frage von Sebastian. Hat der FC Bayern für die kommende Winter- und Sommertransferperiode durch ihr großes Netzwerk eventuell Spieler auf dem Zettel, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet, weil zu unbekannt? Ja, das werden wir sehen in den nächsten Transferperioden, welche Transfers Ja, als wenn er das jetzt preisgeben würde. wir wirklich dann tätigen. Es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, wenn wir Spieler zum FC Bayern München holen, zu einem der größten Vereine der Welt, als wie es davor bei mir der Fall war, wo wir fast nur junge Talente gescoutet haben, aber den ein oder anderen unbekannteren Namen wollen wir schon zum FC Bayern München auch holen in den nächsten Monaten und Jahren und dann zu richtigen Top-Spielern entwickeln. Das ist schon ein großes Ziel von mir und auch von unserem Verein. Ja, da bin ich ja, wie ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, bin ich sehr gespannt, ob Thomas Tuchel den Schritt mitgeht. Das wird sehr interessant werden. Weil aktuell, weiß ich nicht, sieht das nicht so aus, als wenn er den Schritt so gerne mitgehen würde. Aber vielleicht täusche ich mich. Wir werden es sehen in der Zukunft. Ja, ich sehe auch noch viele Namen, die uns zugerufen werden und wo spekuliert wird, wer jetzt zum FC Bayern München stoßen könnte. Viele Transfergerüchte. Aber die gibt es ja jedes Jahr, viele Transfergerüchte, von dem lebt ja auch der Fußballsport, von dem lebt das ganze Business. Ja. Wir werden sehen, was wir im Endeffekt dann machen, was das Bestmögliche für den FC Bayern München ist. Wir sind in vielen Gesprächen derzeit, ich kann aber noch nichts Konkretes sagen, will auch nicht auf einzelne Namen jetzt eingehen, aber ich kann euch versprechen, dass wir mit Hochtouren daran arbeiten, dass wir wieder eine sehr, sehr gute Transferphase haben werden und dann im Frühjahr richtig voll angreifen können und den ein oder anderen guten Spieler zu unserem Club bringen werden. Vielen Dank. Da bin ich ja sehr gespannt. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, es war interessant. Ihr konntet einiges erfahren über mich und den Verein und ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ist schon sympathisch. Ne? Mit dieser Boateng-Geschichte hat er sich sehr unsympathisch dargestellt bei mir persönlich, aber ansonsten sehr sympathischer Typ. Ja? Ich denke auch, er weiß, wovon er spricht, hat er ja auch schon nachhaltig bewiesen. Ich bin sehr gespannt auf lange Sicht. Erstmal, wie die Causa Max Eberl noch weitergeht, ob er den noch irgendwie vor die Nase gesetzt bekommt. Und ich denke, wir werden jetzt schon mal die erste Transferperiode sehen, an der es schon mal ein bisschen gemessen wird. Gerade Winter, darf man nicht vergessen, ist immer sehr schwierig, da gute Spieler irgendwann loszueisen. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf die nächsten 2-3 Jahre. Was da so aus der Jugend auf irgendeine Art und Weise an den Profikader herangeführt wird, sei es durch eine Ausleihe an irgendeinen Verein oder sowas. Ich bin sehr gespannt, ob man sich die gesteckten Ziele, die man ja hat, so mit der Jugend, mit dem Campus, ob man die umsetzen kann in Zukunft. Ja. Wird aber natürlich auch sehr viel dann an dem Trainer liegen. Ja. Man kann die Talente natürlich ihm zur Hand geben, aber er muss dann halt auch was rausmachen. Ja. Von daher, ich bin sehr gespannt. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Tschüssi.